Und weiter geht's mit einem neuen Part, noch Ocarina of Time Master Quest. Im letzten Part wurden wir von Rauru ziemlich voll gelabert und ich glaube Sheik steht immer noch da hinten und wartet auf uns, keine Ahnung wieso. Puh, tja, was jetzt, wa? In den letzten 7 Jahren ist ja offenbar einiges passiert, wa? Zum Beispiel können wir unsere Waffen nicht mehr benutzen. Keine Ahnung wieso, ich meine Schleuder, also... Ja, okay, für einen Erwachsenen vielleicht nicht mehr so zeitgemäß, aber trotzdem... Benutzen könnte man sie doch trotzdem noch, aber natürlich nicht. Ja, so sind halt die Entwickler. Und Ganondorf, der Oberarsch, ist in den letzten 7 Jahren zum großen Meister des Bösen mutiert. Und was mich jetzt wundernimmt ist, wie hat sich die Welt in diesen 7 Jahren wohl verändert? Ach du Scheiße. Okay, der Feuerberg ist irgendwie am Ausrasten oder so. Da ist irgendein Feuernebel oben dran, keine Ahnung wieso und was das zu bedeuten hat. Irgendwie sieht hier alles abgestorben aus. Ach du grüne Geute. Grüne Geute, wie auch immer. Ja, sonst von der Gestaltung her, gut, ist alles etwas trostlos, aber hey, immerhin hat er nicht hier etwas umgebaut oder so. Jetzt auch kein Wasser mehr, egal. Wie sieht denn der Marktplatz aus? Alter Scheiße. Sag mal, ist Ganondorf irre oder was? Ihr müsst das mal ansehen. Überall Zombies und... Also erstmal, ich hasse Zombies. Link auch, deshalb geht er so seltsam zurück. Zweitens, wieso macht Ganondorf die Leute, die so froh waren, dass er den König gestürzt hat, zu seinen Zombies? Scheiße, Mann. Ja, hallo. Der guckt mich an. Guck mich wieder an. Ich mag keinen Zombies, hab ich doch gesagt. Tschüss. Was? Alter, vertragen wie viel. Oh. Die anderen wollen mir auf meinen guten Nachtkuss gehen. Hilfe, Zombies. Was ist das da oben? Neues Schloss? Nun sieht das düster aus. Wisst ihr was? Ich hab keinen Bock! Hilfe! Überall Zombies! Wir machen uns auf nach Kakariko, denn da müssen wir hin. Um einen neuen Kingstein zu holen, damit wir in den Waldtempel kommen. Ja, auch alles etwa abgestorben. Ach du grüne Leute. Du grüne Neune. Ja. Das fand ich damals auch so seltsam. Ich meine, hier alles zerstört und Ganondorf hat gewütet bis zum Get No. Hier die Himmel auch noch etwas düster und so. Ja, und jetzt? Alles wieder super, yeah. Nichts passiert, die Welt ist friedlich, Ganondorfs neue Herrscher, cool. Ja, so könnte man das Ganze auffassen. Oh Mann. So, Link, ein bisschen schneller. Ich will in diesem Part noch einiges schaffen. Jawohl, ich fürchte mehr als der nächste Gegenstand liegt leider nicht drin. Der Link, der kann so eine Treppe hochholen. Ist der cool. Kakariko! Und auch diese Stadt hat sich in den letzten 7 Jahren um einiges verändert. Na gut, also man sieht es nicht gerade so offensichtlich. Es hat ein paar neue Gebäude, neue Personen. Oh, bei mir vibriert gerade etwas. Jo. Hier unten muss etwas sein, also eine Höhle, die wir dank dem Stein des Wissens, oder war das? Genau, der Stein des Wissens, nicht der Stein der Weisen. Dank dem Stein des Wissens vibriert es jetzt hier, weil das bedeutet, dass hier eine, mal kurz zeigen, eine versteckte Höhle hat. Bingo! Was hat es wohl da unten? Das war keine gute Idee. Alter, was ist das für eine Flüssigkeit hier? Sieht aus wie Tee, ist flüssig wie Wasser. Ach du grüne Neune. Gandalf, du bist ein Arsch. Der hat ja echt alles verseucht, ey. Bin umgespackt. Falsche Richtung. Ich muss ja hier lang, denn wir müssen zum Friedhof. Ich bin gerade am Überlegen. Das kommt ja später wohl. Kann ich jetzt schon mal was machen?
Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki. Und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Ja, schön für dich. Es passt auch in die Hosentasche und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Ja, ich kenne noch einen davon. Er hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern. Ganz besonders, wenn er seine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Wieso? Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Hä? Ja, ich bin mit Schild und Schwert bewaffnet, trage eine Zipfelmütze und deshalb habe ich ein glückliches Händchen für Hühner? Die ist doch irre, die Alte. Ja, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bring es irgendwann zu mir zurück und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Willst du das ausprobieren? Na, Logo. Ja. Moment mal. Hat sie nicht gerade etwas davon erzählt, dass sich Kiki nicht wohlfühlt? Seit wann können Eier Gefühle ausdrücken? Ist mir zu hoch. Ist mir zu hoch. Ja, und das Ei brauchen wir später noch für das... Ich verrate es jetzt schon mal. Für das Bigoron-Schwert. Ja, ein neues Item. Das insofern noch gar nicht mal so übel ist. Im Gegenteil, es ist einfach nur... echt scharf. Tja, was machen wir jetzt hier? Ihr Listen noch umbringen. Okay, ich kann nicht mehr zielen. Komm her. Okay, der war nicht übel. Komm her, du. Komm her. Ich muss dich zwar nicht umbringen, aber ich mache es einfach. Just for fun. Dann war es so schön. Geister müssen tot sein. Also bleib auch tot. Okay, so gab es wieder mal nicht. Ich hatte es irgendwie so im Gedächtnis. Ja, komm, mach dir das sichtbar, bitteschön. Und tschüss, Mann. Das ist jetzt so ein Irrlicht, Viech, Dingsbums, wie auch immer. Den könnten wir jetzt in eine Flasche mitnehmen, aber ich habe keinen Bock drauf. Oh, das zweite Grab war's. Nee, nicht das zweite, Mann. Ja, das erste Grab war's. Das Kind bin ich nochmal dämlich. Also Leute, holen wir uns den ersten Gegenstand. Und wer ist da? Ganz genau, Boris! Hey Junge, bist du gut zu Fuß? Ganondorf hat Boris getötet. Oder ist er etwa an Altersschwäche gestorben? Man weiß es nicht. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Ja, Kunststück, du kannst ja auch fliegen. Lass uns um die Wette laufen. Ich sag, du kannst fliegen, Alter. Da ist nichts mehr mit Laufen, wenn du es dir zutraust. Wow, und der ist ganz schön fies, ey. Aber das sollte mit dem Gamecube-Controller eigentlich nicht so ein Problem sein. Mit der Tastatur war das noch ein bisschen mühsam. Wow, das war knapp. Nein, nein, mein Fehler. Ich dachte, er wirft nach links. Okay. Na gut, also beim ersten Mal darf ich mir den Fehler schon erlauben, weil folgen kann man ihm immer noch relativ leicht. Was treibe ich hier eigentlich? Problematisch wird es erst dann werden, wenn ich hier versuche, das Herzteil zu holen. Weil dann darf ich keinen einzigen Fehler mehr machen, weil sonst... Ja, sonst genau das. Nein, nein, nein. Komm mal. Link, bitte. Ein bisschen schneller, Alter. Wow. Ich bin ganz schön auf Trab. Alter. Oh, nein, nein. Ah. Sag mal. Ist heute Vollmond oder was? Kann wohl nicht wahr sein. Wie gesagt, beim ersten Mal spielt es keine Rolle, wie lange das wir hier brauchen. Solange wir hier überhaupt durchkommen. Gut, wir haben es geschafft. Also Alter, her mit dem Fanghaken. Die Zeit beträgt 1 Minute und 10. Wie schlecht. Allerdings. Hey Junge, du bist gut zu Fuß, wa? Nicht wirklich. Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen. Geil, Mann. Damit wirst du nun an Orte gelangen, die bisher außerhalb deiner Reichweite lagen. Ja, und dieser Fanghaken ist äußerst wichtig, um in den Waldtempel zu gelangen. Weil ohne den Pustekuchen. Besuch mich doch mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Ja, in dem Fall ein Herzteil. Noch etwas. Sei auf deinem Rückweg sehr vorsichtig. Wieso? Na gut, sehr vorsichtig, vielleicht ein bisschen übertrieben, weil dort, wo wir jetzt rauskommen, da muss man nicht unbedingt vorsichtig sein. Da kann man auch wieder ein Herzteil holen. Aber wie gesagt, die restlichen Herzteile hole ich erst am Schluss. Und hier ist der Fanghaken. Geil, Mann. Und jetzt kann ich entfernte Objekte zu mir holen oder dorthin gelangen.
Oder auch Gegner betäuben. Oder teilweise sogar einfach um die Ecke bringen. Hier oben sieht man nichts. Ich dachte zwar... Ne, vielleicht ist es in Master Quest also nicht mehr so. Hat irgendwie noch in Erinnerung, dass man hier bestimmte C-Symbole sehen kann. Also ja, mit C-Tasten so halt. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Wow! Seitenfelsen, wa? Ach du Scheiße, wie ging das Lied schon wieder? Ah! Komm schon, Michi, komm schon. Das Gedächtnis anstrengen, Mann! Ja, das ist es gesehen. Das ist die Hymne der Zeit, oh yeah, Mann, ich kann's. Zum Glück, Mann, das wäre sonst richtig peinlich gewesen. Ist ja schon wieder eine Woche her seit dem letzten Ocarina of Time Part, aber so ein schlechtes Gedächtnis habe ich dann auch wieder nicht. Für gewöhnlich. So, da wäre das Herzteil. Müssen wir einfach hier rüberspringen, dann darüber und dann hätten wir es. Aber erst später. Jetzt quatsch ich mit dem kleinen, mit dem alten da. Das ist mit dem Zornigen. Oh, was ist mit dir los? Ich werde nie vergessen, was vor 7 Jahren geschehen ist. Ja, ich weiß, Ganondorf hat das Heilige Reich überfallen und ist zum Großmeister des Bösen aufgestiegen. Und ist alles mein Fehler. Scheiße. Dann ist nur dieser Typ mit seiner Ocarina schuld. Wenn er sich nochmal sehen lässt, kann er etwas erleben. Ja, was hab ich gesagt? Ja. Was? Du besitzt ein Ocarina? Ja, Leute, und jetzt holen wir uns das nächste Lied. Das darf doch nicht wahr sein. Aber Ockmann, das erinnert mich an diesen Tag vor genau 7 Jahren. Damals kam so ein Rattengesicht hier rein und hat ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht. Hey, nenn mich noch einmal Rattengesicht und ich zieh dir deinen dämlichen Bart über die Frisuren, über die Ohren und stopfst dir da wieder rein, hey. So, bist du jetzt zufrieden? Jetzt schifft's in deiner Mute, jetzt bist du selber schuld. Das ist meine Rache, weil du mich beleidigt hast. Abgesehen davon sind wir doch vor 7 Jahren noch gar nicht hier gewesen. Ja, das kommt erst noch. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir werden in der Zukunft in die Vergangenheit reisen, damit er sich, um ihn etwas anzutun, damit er sich jetzt in der Gegenwart beschweren kann. Cool, was? Und jetzt beherrschen wir die Hymne des Sturms, wofür die gut ist. Ja, ja, für so einiges. Zum Beispiel, um es in Gebäuden regnen zu lassen. Das ist doch echte Magie, ey. Einfach nur geil. Hat der echt ein gut funktionierendes Abwassersystem? Man weiß es nicht. So, jetzt sind wir hier wieder in Kakariko und ich will mal schnell etwas mit dem Fanghaken versuchen. Bevor nachher schon wieder der Part zu Ende ist. Und ich merke gerade, ich habe den Timer nicht gestellt, ich Trottel. Mann, ey. Jetzt habe ich das vergessen. Egal. Komm schon. Ja, es geht. Ich hoffe, es geht. Dann könnte ich mir noch eine Skulltula holen. Wow, es geht sogar. Und von dem Typi... Das habe ich jetzt mit dem Fanghaken noch nie geschafft, hey. Und von dem Typ kriegen wir auch noch ein Herzteil. Und wie gesagt, alles erst spät. Moment mal, komme ich da überhaupt rüber mit dem Fanghaken? Das ist viel zu kurz. Bitte nicht, dass es alles umsonst gewesen ist. Ja, komm schon. Fanghaken, Fangi. Ich will Fangi spielen. Ja. Aber es müsste reichen. Oh, dieser dämliche Fanghaken ist einfach zu kurz. Er ist zu kurz. Das ist eine Schweinerei. Verdammt nochmal. Tja, was mache ich jetzt? Jo. Wisst ihr was? Ich gehe einfach weiter und tschüss, Mann. Juhu. Ist auch schon wieder so ein alter Opa. Mit Träume, Arthritis und all dem. Ach, du grüne Gott. Fällt etwas ein, wir haben hier noch Kiki. Was habe ich jetzt schon? Ja, wisst ihr was? Ich sammle das Bigorn-Schwert, beziehungsweise die ganzen Gegenstände, die für das Bigorn-Schwert notwendig sind. Das ist also eine Sidequest. Sammle ich jetzt schon etwas ein. Beziehungsweise fange ich jetzt schon mal damit an. Wir waren da schon wieder mit Kiki. Hat er Zeit dafür? Mal kurz gucken. Ach, die Hymne der Sonne, wie ging jetzt die schon wieder? Oh Leute, ich gebe euch einen Rat. Zock niemals verschiedene Zelda-Spiele miteinander parallel durch. Das ist übel, hey.
Jetzt als Beispiel hier mit so Queen of Time oder Majora's Mask und so und die ganzen Lieder und da hat noch einen totalen Drehwurm nachher. Lass mal überlegen, wie war das schon wieder? Ja, sowas. Ups! Siehst du, funktioniert nicht mehr so richtig. Das ist nicht so schön. Und ich hatte da heißer, das ist noch weniger schön. Ich merke gerade, ich habe so ein Flimmern im Bild. Ich hoffe, ihr habt das nicht auch, weil sonst habe ich ein kleines Problem. Und ich habe gerade das falsche Lied gespielt. Mann! Ey, ja, wegen dem Flimmern. Dazu noch etwas anderes. Ich habe jetzt nämlich gerade... Seit diesem Part habe ich ein neues System installiert, um die ganzen Projekte von der Wii aufzunehmen. Ja, es ist ausgeschlüpft! Ja, um die ganzen Projekte von der Wii aufzunehmen, was mir später auch bei Skyward Sword sehr hilfreich sein wird, weil... Ja, bei Skyward Sword braucht man die Wii Motion Control, also Wii Motion Plus, genau zu sein. Und das kann ich im Sitzen nicht vom Bildschirm machen, es ist... Ich habe es mal versucht, es geht schon für die 2-3 Parts, aber es ist einfach ungeheuer mühsam. Deshalb wird das Ganze im Stehen von dem Fernseher machen. Aber das ganze Projekt parallel dazu am PC aufnehmen, wie ich jetzt sehe, aber trotz allem ein leichtes Flackern drin. Ich dachte, wenn ich das Stromadapter anklicke, soll das eigentlich nicht passieren. Verdammte Scheiße, egal. Tut jetzt hier nichts zur Sache. Talon, was machst du denn hier? Marlon, geht es gut? Komm, Mummel. Tut mir leid, wenn du dir Sorgen machst. Wie ein Schwein. Na, warte mal. Guck mal! Was zum Teufel? Spreng mich doch nicht so an, Mann, und spring mir nicht ins Gesicht mit deiner dicken Mario-Nase. Kann man nicht mal für eine Sekunde die Augen zu machen? Du pennst ja schon seit 7 Jahren, hey! Ja, ist jetzt gut. Die London Farm wurde von Basil übernommen, heißt jetzt Basil Farm. Ach du grüne Gott. Mich haben wir hinausgeworfen, schau mich nur an. Meine Tochter Manon arbeitet noch immer dort. Ja, als Sklavin oder was? Oder als eine Geliebte, die er jeden Tag befohlen. Oh Gott, ich muss sie retten. Ich mache mir Sorgen, ja, würde ich mir auch. Soll ich jetzt schon zur Farm gehen? Nee, wisst ihr was? Ich mache jetzt etwas anderes. Link, bitte. Was war das gerade? Ein Versuch in einem Glitch oder was? Ich gebe jetzt noch schnell Kiki der Hühnerdame ab. Kiki die Hühnerdame. Nein. Das Huhn Kiki gebe ich jetzt noch der Hühnerdame hier ab. Voila. So gut. Mann! Hier ist Kiki. Meine Güte. Oh, Kiki sieht ja sehr gesund und fröhlich aus. Es muss eine arge Schlafmütze geweckt haben. Ja, allerdings, der 7 Jahre gepennt, ey. Das hast du gut gemacht. Ich werde dir ein sehr seltenes Hühnchen mitgeben, wenn du willst. Ja, mach mal. Ich nenne es Henny. Es hat einmal meinen Bruder gehört. Die blauen Federn sehen sehr schön aus, nicht wahr? Es ist so süß. Ich sehe es noch gar nicht. Mein Bruder verschwunden ist. Ja, ist sehr traurig und depressiv. Und würdest du Henny behalten? Ja. Ein blaues Huhn, wo sieht man denn sowas? Ja. Sag mal, wie zum Teufel können Hühner blau werden? Dieser verrückte Bruder hat das garantiert angemalt. Wollen wir wetten? Egal, jetzt haben wir ein blaues Huhn bekommen, wir haben den Fanghaken, ganz Teil und dann im nächsten Part. Ja, im nächsten Part geht es dann ab zum Waldtempel. Jetzt habe ich eigentlich erwartet, dass Navi mal etwas sagt. Die haben ja schon lange nicht mehr quatschen oder labern gehört, was auch immer. Ist wohl seit dem Zeitsprung nicht mehr so gesprächig oder hat gerade eine Pubertätskrise, wie auch immer, wie wir gerade auch. Also dann, Freunde, im nächsten Part geht es hier weiter und dann machen wir uns auf zum Waldtempel. Ciao zusammen!